Ich habe immer zugelassen, wenn mein Brüderli über meine Arbeit im Spital geredet hat. Es war einfach, nicht zu widersprechen. Schät nimmer etwas zu wüssi braucht über die Sitzung im Verwaltungsrat, über diskrete Truststrukturen oder die Nummer UF, die Konti Z Genf und Zug. Im Spital, das ist für alle nachvollziehbar gsi. Und harmlos. Am Morgen, wo die Invitationspost von der Universität Zürich schon ist, habe ich gerade Nachtwach abschlossen, der Teil vom Mythos, wo sogar stimmt. Ich bin tatsächlich im Spital. Aber nur 3 Nächte im Monat, UF Doktor Onkologie, wegen mir und nicht wegs Geld. Die Schicht hat streng schmacket, Desinfektionsmittel und Müdigkeit. Im Brief ist ein dickes, cremefarbiges Cover das Wappen von der Uni prägtiert. Sehr geehrte Frau Dr. Claire Baumann, hat Doktor Erstsatz gelautet. Mein Brüderli Markus, wo immer noch im Elternhaus in der Aglo von Bern wohnt, wird das nie geben. Er hat nur gehört, dass ich irgendwo im Spital in Zürich arbeite, während er stolz jede Beförderung bei Doktorversicherung am Familientisch präsentiere. Am Sonntag darauffolgend haben wir wieder zusammen gegessen. Markus hat seinen Sohn Levin neben dran hocken, der Bub hat mit seiner Plastikbahn gespielt, während Markus wie immer mein Leben zusammenfasst hat, ohne mich zu fragen. Claire schafft ja im Universitätsspital, hat er gesagt und das Glas erhoben. Immer Nachtdienst. Aber Doktor war Erfolg, der Chant da, er hat Levin UF die Schulter geklopft. Er wird der erste Akademiker in unserem Teil von Doktorfamilie. Meine Mutter hat apologetisch gelächelt. Sie ist ja Akademikerin, Markus, hat sie lismelig probiert. Doktor? Aha, so haben sie das damals genannt, hat er gelacht. Aber gut, jemand muss ja den Patienten waschen, nicht wahr? Ich habe Doktor Wien angelügt und nicht gelacht. Die alte Wunde von seinem Spott ist kurz warm geworden. Die Jahre, wo ich 60, 70 Stunden pro Woche gearbeitet habe, hat er als Idealismus abgetan. Diskretion, wo ich mir für meine Mandanten im privaten Banking und für Dr. Family Office in Zug abverlangt habe, ist ihm gerade recht schon so, hat er nie müssen akzeptieren, dass seine kleine Schwester finanziell mehr Macht hat, als er sich schön vorstellt. Der Dekan will dich persönlich kennenlernen, hat Dr. Brief geiss. Im Rahmen vom diesjährigen Stifter- und Alumniabend, sie haben mir ein Logplatz reserviert, 2 Begleitpersonen erlaubt. Ich habe lange Zeit angeschaut, wo das Programm erklärt hat. Irgendwo zwischen akademische Ehrungen und Musik hat es geheissen, besondere Würdigung einer herausragenden Alumna. Markus hat nicht gefragt, was für Post ich überschumm. Er hat nur wieder über seine neue Bonusstruktur geredet. Levin hat plötzlich aufgelockt. Tante Claire, Shani im Fall mit schon, wenn das Spital mal ein grosses Fest macht? Mit Luftballonen und so? Ich habe in seine offene Augen geschaut. Will ich die Schande glaub nicht grad das Spitalfest, habe ich gesagt. Aber es gibt GLY ein grosses Fest an der Uni Zürich. Der Dekan lädt mich 2. Markus hat Doktor blicknüchter geworden. Was will der Dekan mit dir? Alumni-Sache habe ich locker gesagt. Nichts Wichtiges. Es ist das letzte Mal dass ich probiert habe, zu erklären, wer ich bin. Stattdessen habe ich einfach zugestimmt, dass Markus und Levin mitschön. Die Einladung hat 2 Gäste vorsehen. Für Emi war klar, dass genau 2 geben müssen, was sie seit 20 Jahren verheimlichen. Am Abend vom Anlass ist die Aula von Doktor Universität Zürich voll gsi. Rund 800 Leute, die Lüchter warm, testig gedämpft. Banker, Professoren, stille Erbinne, Politikergesicht, wo ich aus andere Zimmer kenne. Markus hat sich im dunkelblauen Anzug unsicher bewegt, Levin hat mit Programmheftli gespielt. Ehrlich, Claire, hat Markus geflüstert, wenn der Dekan dennoch fragt, was du genau machst, sag einfach, Schichtleiterin im Spital. Es klingt bescheiden, aber seriös. Ich habe nicht mehr antwortet. UF Dr. Bühn ist der Dekan vor der Rednerpult gestanden, der Brill glitzert.
Hinter ihm ein grosses, weißes Tuch für die Projektion. Sehr geehrte Damen und Herren, hat er angefangen. Heute dürfen wir nicht nur unsere besten Jungforscher und Studenten würdigen. Wir haben auch deren Alumna vorzustellen, wo unsere Universität und ganz Zürich im Stillen, aber mit enormen Konsequenzen prägt hat. Markus hat die Augenbrauen gezogen. Sicher wieder irgend so Pharmaerfinderin, hat er gemurmelt. Ich habe gemerkt, wie mein Herz schlägt. Der Moment, wo ich 20 Jahre lang ganz ehrlich verhindert habe, ist plötzlich da gsi. Doktor Dekan hat Stuch angelügt, hat kleine Pause gemacht und dann gesagt: Sie kennt man vielleicht nur als Frau Dr. Baumann vom Spital. Markus hat langsam den Schopf zu mir gedreht. Hey, das schimmer jetzt nicht gerade zufällig gsi, oder? Aber das Licht im Saal ist schon abgelöscht gsi und auf dem Tuch ist erst Bild aufgelackert. Auf dem Tuch ist zuerst das Foto schon, wo ich fast nicht mehr gekannt habe. Ich als junge Studentin auf dem Campus, da zusammengebunden viel Z grosses Jeansjacke. Dann schnelles Überblende ich im weißen Kittel im Universitätsspital, der Gang von Doktor Onkologie im Hintergrund. Die Leute haben höflich gelächelt, es hat normal ausgesehen. Frau Dr. Baumann hat ihr Medizinstudium mit Auszeichnung abgeschlossen, hat Dr. Dekan erklärt. Doch ihr Weg ist nicht im Spital geblieben. Das Bild hat wieder gewechselt. Jetzt haben wir mich im dunklen Hosenanzug am runden Tisch in der Altstadt von Zürich, die Fenster mit Blick auf die Limmat. Nebendran Männer mit Krawatte, bekannte Gesichter aus den Banken. Das Logo vom Family Office, wo ich mit aufgebaut habe, ist nur angedeutet gsi, gerade so, dass die Richtige es erkennen. Ich habe gelismet, wie Markus nebedrakli Luft nicht mehr gerannt hat. Was, hat er gehaucht, aber die Musik vom Video hat seine Stimme verschluckt. Sie ist zu einer der diskretesten Beraterinnen für Unternehmerfamilien in der Schweiz geworden, hat Dr. Dekan weiter gesagt. Sie hat Vermögen geschützt, Nachfolgeregelungen gemacht, wenn Familien sich nicht mehr haben verstanden und der Gemeinschaft doch in die Spur gauten. Es hat murmelndes Raunen im Saal gegeben. Ich habe ein alteres Ehepaar US-Zug, wo ich seit Jahren begleite. Sie haben mir zugenickt, so unauffällig wie möglich. Auf dem nächsten Bild ist Baustellplan vom neuen Forschungstrakt aufgetaucht. Die Stimme vom Dekan ist etwas wärmer geworden. Gleichzeitig hat Frau Dr. Baumann immer gesagt, ihr erster Beruf, die Pflege im Spital, lässt sie nicht ganz los. Sie hat darum ihre Erfolge im Finanzplatz nicht für Luxus gebraucht, sondern für stille, aber bedeutende Schenk an unsere Universität. Gross in Blau ist die Schale erschienen, 8000000 CH. Doktorsaal ist ruhig geworden, wie wenn die Luft abgestellt wird. Mit ihrer Spende im Umfang von 8 Millionen Franken ermöglicht sie ein neues Programm für onkologische Palliativpflege, Stipendien für Pflegefachleitung und Fonds für Patientenforscherprojekte. Ich habe gemerkt, wie Levin sich in seinem Sessel aufgerichtet hat. Er hat Charles zuerst wenig verstanden, aber die Reaktion der Erwachsenen schon. Er hat das Programmheft zusammengeklappt, sich zum Vater beugt und ganz leise gefragt: Papi, hat Tante Claire so viel Geld? Markus hat die Lippen zusammenbissen. Ich weiss auch nicht, hat er gehaucht, die Augen nicht von Dr. Leinwand lösend. Meine Gedanken sind in die Vergangenheit abdriftet. In der Raum, wo Dr. Vater einmal gesagt hat, in meinen richtigen Beruf, da hat mehr sichere Lohn, gute Pensionskasse. Alles andere ist Gespiel, er hat Markus anlügt nicht mich. Ich habe das Geld anders verstanden, als Machtmittel, aber auch als Schuld. Mit jedem komplizierten Steuermodell, wo ich für andere Familie entworfen habe, ist meine eigene Stimme leiser geworden. Irgendwann habe ich gemerkt, ich muss etwas zurückgeben. Drum das Spital. Drum die Nachtschicht. Drum das Bandit offiziell anonym hätte bleiben sollen. Im ersten Vertrag ist klar gestanden, Name der Stifterin bleibt vertraulich, ich habe unterschrieben, erleichtert. Keine Rede, keine Bühne, keine Frage.
Bis Doktor neue Dekan schon ist und gesagt hat, so ein Programm braucht Gesicht. Und ich habe willig die US-Müdigkeit, willig die US-Trotz zugestimmt. UF-Doktor Leinwand ist jetzt das Foto schon, wo ich im Stationsbüro mit ihrer Patientin hocke, dann über dem Spitalbett. Ein Fotograf von der Uni ist einmal für eine Broschüre schon. Ich habe damals gemeint, das Bild verschwindet in irgendeinem Archiv. Viele von ihnen haben sie wie Licht gegeben, ohne zu wissen, wer sie ist, hat Dr. Dekan gesagt. Als Pflegefachfrau im Universitätsspital. Als diskrete Beraterin im Hintergrund. Heute stellen wir sie mit ihrem richtigen Namen vor. Es ist, wie wenn Dr. Bodenschürz wackelt hat. Markus hat mir jetzt gerade just nebendran zugeflüstert, Claire, was hast du, aber Dr. Dekan hat schon weitergeredet. Bitte heiss Sie mit mir willkommen, Frau Dr. Claire Baumann. Die Spotlights haben sich in mein Gesicht bissen, als ich aufstanden bin. Im ersten Moment habe ich nur 3 im Vordergrund gegeben. Doktor Chefredaktor von Eri Wirtschaftszeitung, Doktor Präsident vom Privatbankierverband und ganz links überraschend Doktor VR Präsident von dem Institut, wo mir seit Jahren Mandate gibt. Seine Gegenwart hat mir klar gemacht, dass da wird nicht eine stille akademische Höflichkeitsnummer. Das wird Konsequenz haben. Hinter mir habe ich gehört, wie Markus hocken geblieben ist. Levin ist halb aufgestanden, als wollte er mir nach. Ich habe mein Sakko glatt gestreicht, habe Doktor atemtief geholt und bin langsam in Richtung Bühne gelaufen mit dem Bewusstsein, dass ich jetzt nicht nur mein Geld, sondern auch meine Familie vor Doktor ganze Stadt enthüllen würde. Wenige Minuten später bin ich wieder in Simnensitz gsi, ein feines Glas Wasser vor mir, dann noch leicht am Zittern. Der offizielle Teil ist weitergegangen, Applaus, Musik, Dankeswort. Aber in meinem Rücken hat sich das Blick von Markus wie ein Gewicht angelegt. Am Apero hat der Dekan sich entschuldigend zu mir gebückt. Frau Dr. Baumann, entschuldigt Sie die Überraschung. Wir haben gemeint, Sie sei in allem informiert gsi. Ich habe höflich gelächelt. Ich habe zugestimmt, ja. Aber meine Familie hat nichts gewusst. Er hat Schürz Verstange gelockt, der einfach nickt. Wie leicht ist grad das eine Chance. Markus hat in dem Moment mein Glas förmlich aus die Hand gerissen. Eine Chance, hat er scharf gefragt. Eine Chance für wen genau? Dr. Dekan hat sich diskret zurückgezogen. Ich habe die Ruhe wieder zurückgeholt. Kommt mir aus, auf der Terrasse, habe ich gesagt. Ohne Publikum. Auf Doktor Terrasse ist die Luft kalt gsi, die Limate hat unten glänzt. Levin hat die Jacke zugezogen und sich zwischen uns gestellt, als wollte er glätten. Du spendest 8 Millionen und ich erfahre es, US-Emi Beammer, hat Markus angehebt, ohne Begrüßung. 20 Jahre lang erzählst uns etwas von Nachtschicht im Spital. Bist du eigentlich je ehrlich gsi? Ich habe langsam geredet, jeden Satz sorgfältig gewählt. Ich habe nie gelogen, Markus. Ich schaffe tatsächlich im Spital. Aber nicht nur dort. Aha, hat er bitter gelacht. Der Rest von Doktorzeit verbringst wohl damit, mit Milliardär am Paradeplatz in der Lounge schocken? Nicht nur Milliardäre habe ich nüchtern gesagt. Auch Handwerker, wo plötzlich eine Firma mit 100 Angestellten haben. Witwe, wo nicht mehr wissen, was mit dem Vermögen passieren soll. Familie, wo am Geld zerbrechen. Ich bin halt genau dort inne. Levin hat zu mir aufgeschaut. Tante Claire hat's mit den Häusern zu tun, wo immer in die Zeitung sieht, wenn sie es sagen, im Besitz von ihrer Stiftung. Ich habe nicht. Zum Teil ja. Aber der Stiftung scheint auch gut zu tun. Wie da fürs Spital. Markus hat das Geländer umklammert. Und warum, zum Teufel, hast du uns nie einfach gesagt, dass du reich bist? Ich habe Datum langsam ausgelassen. Wegen dir. Wegen euch. Doktor Tag, wo ich den Emol gesagt habe, ich möchte nicht jede Lohnabrechnung diskutieren, hast du lacht und gesagt.
ja, meine idealistische Schwester wird nie richtig Geld haben, es ist einfach geworden, dich in dem Glauben zu lassen. Er hat nichts gesagt. Die Geräusche vom Saal hinter uns sind dumpf gsi, Glas, Besteck, Lachen. Die Welt inne, wo ich zuhört, hat mich grad US-Doktorfamilie rausgelöst. Und unsere Ältere hat leise gefragt. Habt gewusst, wie viel du hast? Sie haben geahnt, dass es mir nicht schlecht geht, habe ich erwidert. Aber ein Detail, Spende, Mandat, Struktur, nein. Die Häuser und die Konti sind UF-Namen, wo sie nicht kennen müssen. Levin hat stur schwiegen, bis er plötzlich gefragt hat. Hast du denn auch das Haus von der Grosseltern gezahlt, wo Dr. Papi jetzt drin wohnt? Markus hat aufschreckt. Levin, das geht ihn nicht an. Aber die Frage ist im Raum geblieben. Ich habe kurz in die Dunkelheit rausgeschaut. Die Hypothek ist abbezahlt worden, ja, habe ich sachlich gesagt. Über eine Stiftung, die nicht in meinem Namen läuft. Unsere Mutter hat keine Sorgen wollen, falls mit dem Job etwas passiert. Er hat mich angestarrt, als hätte ich ihn betrogen. Also habe ich 20 Jahre lang damit gespielt, wo die Familie ernährt und in Wahrheit hast du im Hintergrund gezogen. Du hast die Familie tatsächlich ernährt, habe ich ruhig geantwortet. Ich habe nur meine Lücken gefüllt, wo du nicht hast schöne gegeben. Das war kein Wettbewerb. Ein Kellner ist schon und hat höflich darauf hingewiesen, dass das Galamenü jetzt serviert wird. Markus hat abgewinkt. Wir kommen gleich. Wieder deine Saal, bei mir ganz hinten am Rand an Tisch gestanden. Deko, Silberbesteck, weißer Stoff, alles perfekt. Aber in unserem Eck war Härte. Markus hat sein Handy rausgenommen und wieder zurückgesteckt, als wollte er Öffentlichkeit suchen und sich doch schämen. Wie viel hast du noch? Hat er schliesslich nüchtern gefragt, geradeaus. Nach dieser Spende? Genug, habe ich gesagt. Aber das ist nicht die Frage, Markus. Doch, hat er knurrt. Weil ich jetzt weiss, dass meine Schwester angeblich im Spital Nachtdienst schiebt, mehr Entscheidungskraft im Finanzplatz hat als jede Kunde, wo ich je betreut habe. Und ich habe nichts gewusst. Levin hat den Blick von meinem Bruder zu mir heim und her pendeln lassen. Papi, hat er schliesslich gesagt, ist das nicht einfach gut? Sie hat viel Geld und hilft Kranken. Warum bist du so hässig? Die Frage hat in der Stille nicht Schlag. Markus hat das Messer abgelegt lassen und ist aufgestanden. Weil hat er angesetzt, aber die Wort haben gefühlt gefehlt. Dann hat er nur noch gesagt, wir gehen nach dem Dessert. Wir müssen die Woche mal richtig reden, Claire. Ohne Dekan, ohne Gala. Nur du und ich. Er ist wieder absessen, äußerlich beruhigt, innerlich strenger. Ich habe gewusst, die Spende hat nicht nur ein Forschungszentrum ausgelöst, sondern auch eine Bilanz von unserem ganzen Leben. Und in der Nacht, wie ich später allein darüber schon, habe ich im Kopf schon die Frage gehört, wo Markus mir stellen würde und die, wo ich mir selber nie richtig beantwortet habe. Für wen habe ich das alles eigentlich gemacht? Ein paar Tage später bin ich am Bahnhof Bern US am Zugästige, die Luft feucht, Dr. Himmelgrau. Markus hat geschrieben, schon am Samstag? Müs mit der Rede. Ohne Levin hat mehr gesagt als jedes Meili schönt. Im alten Elternhaus hat's noch GLY glöchlet wie früher, Kaffee, Waschmittel, ein bisschen Staub. Markus ist am Küchentisch gesessen, Orderaufschlag, so wie einmal Doktor Vater. Nur, dass die Zahlen jetzt meine sind. Ich habe etwas vorbereitet, hat er angefangen, nüchtern, beinahe geschäftlich. Wenn du sowieso alles finanzierst, dann schön wir's grad sauber machen, er hat mir ein Blatt zugeschoben, Vorschläge für Umbau, für ein grösseres Auto, für Privatschule, für Levin, alles mit Fragezeichen, aber deutlich. Ich habe das Papier im Moment besungen, dann wieder hingelegt. Markus, nein. Er hat die Stirn verzogen. Also hast du das Geld doch lieber für Duni als für deine eigene Familie. Es geht nicht um Liebers oder nicht, habe ich leise gesagt.
Es geht darum, dass Geld nicht jede Wunde heilt. Wenn ich einfach alles zahle, bestätige ich dir nur, dass du ohne mich nichts wärst. Das ist doch genau der Satz, wo du von dir selber Fürchtung hast. Er hat abgelenkt. Du weisst nicht, was ich Fürchtung habe. Doch, habe ich geantwortet. Ich habe zugelassen zwischen deine Sprüche. Du hast immer von richtigem Job geredet, weil du die Angst gehabt hast, irgendwann würde sich herausstellen, dass andere dich überholt haben. Drum hast du mich in deinem Schopf klein gemacht. Im Zimmer ist es still geworden. Durch über dem Herd hat tickt. Und du, hat er endlich gefragt. Warum hast du alles verheimlicht? Wer bist du gsi, wenn nichts von dem gäbe, keine Stiftung, kein Rast, kein Dekan? Die Frage hat getroffen. Ich habe mir ZYT genommen. Will ich die Frau, wo einfach Nachtschicht macht und mitten in Doktornacht mit Patienten redet, habe ich gesagt. Das teilt mir schlussendlich am meisten. Aber ich habe gemerkt, dass ich Talent habe für Strukturen, für Verhandeln, für die Ruhe, wenn andere nervös werden. Und ich habe etwas bewerken mit dem Talent. Das Bändi ist ein Resultat der nicht das Kostüm. Markus hat langsam die Schultern sinken lassen. Und ich bin für dich gsi. Nur der dumme Bruder, wo nichts merkt. Du bist der gsi, wo mit mir im Spitalkeller Schogipudding gegessen wie Doktor Vater im Zimmer oben gestritten hat, habe ich leise in Erinnerung geholt. Du hast mich damals schützt, so wie du hast schöne. Später habe ich die Rolle übernommen, aber ich habe nie gesagt, dass ich das tue. Vielleicht ist das mein grösstes Versäumnis. Er hat dann entfaltet, den Finger weiss. Also was schlägst du vor, Frau Finanzstrategien? Ich habe ein neues Blatt aus meinem Dossier gezogen. Wir machen keine verdeckte Hilfe mehr. Wenn du willst, schauen wir dein Budget zusammen an, aber du unterschreibst jeden Entscheid selber. Keine Hypothek, wo plötzlich magisch verschwindet. Kein Konto, wo du gar nicht kennst. Und Levin? Was ist mit ihm? Für ihn gibt's Stipendium von mir, habe ich gesagt. Aber mit Bedingung, er muss wissen, von wem es stammt und wie es zu dieser Spende an die Uni passt. Er soll lernen, dass Geld nicht vom Himmel fällt, aber das MES auch nicht verstecken muss, wenn MES sinnvoll braucht. Markus hat mitgelacht. Also offizielle Patin mit Transparenzklausel. Wenn du so willst, habe ich schmunzelt. Aber nur, wenn du ihm nicht wieder erzählst, ich würde nur im Spital arbeiten. Er hat die Augen zugemacht, tief Luft geholt. Gut. Am nächsten Familienmittag sag ich's richtig. Aber du bist dir bewusst, unsere Mutter wird schleine Herzklopf überkommen. Sie wird stolz sein, habe ich erwidert. Nicht wegen der Million, sondern wegen der Patienten, die in Nacht nicht allein sind. Die Schal ist nur ein Mittel. Später, wo ich wieder im Zug gehockt bin, hat das Handy vibriert. Nachricht von Markus. Heute Abend, Levin hat gefragt, ob er später auch Spenden machen kann. Hab gesagt, wenn du etwas gefunden hast, wo die Welt wirklich braucht. So wie deine Tante, nur dass du weisst, wir sind noch nicht fertig, aber wir fangen wieder von vorn an. Ich habe die Nachricht länger angeschaut als nötig. Die Landschaft zwischen Bern und Zürich ist am Fenster verblasen, Felder, Höfe, Stille. Zum ersten Mal seit langem habe ich das Gefühl gehabt, dass das Geld nicht mehr die Schranke zwischen uns ist, sondern willig das Werkzeug, wo wir teilen können, ohne uns selber zu verlieren. Und in meinem Schopf habe ich mir gemerkt, was ich den Patienten in der Nacht so oft sage. Reichtum zeigt sich nicht nur auf dem Konto, sondern in der Art, wie man mit anderen umgeht. Zum Schluss, wenn du so Schicht über Familie, Macht und diskreten Reichtum gern hast, abonniere den Kanal, los ein Like da und teile das Video mit jemandem, wo sich im Schatten von anderen erfolgreichen Leuten geht. Jede Stimme zählt.